Ghost Town, Andre motherfuckers, Dabbler, Arriba, and all them things there. Jam Baxter, listen, yeah, nah, actually fucking listen. Motherfucker, I'm ill. Yeah, I gotta get it on smash. Every single minute of the day, anyhow, any way that you want it, I'm on it. I got a dash and a flash when I pull up in the car that's crash. Something like man of the match with a brand new batch and a brand new bag and a brand new chick and a brand new pad. That brand new shit, I put it down, you slag. So, Nils, geht's dir gut? Ja, alles wunderbar. Draussen scheint die Sonne. Ja, es ist schön. Es ist richtig schön. Schön jetzt nach dem dunklen, kalten Winter endlich mal wieder so ein Sonnenlicht zu sehen. Ja, ich habe es richtig gebraucht. Schon ein bisschen, ja. Ja, aber dafür jetzt merken wir wieder, wie es heiß wird dann im Sommer. Ja, das haben wir gerade heute wieder gemerkt, wo bei uns im Büro so richtig die Sonne reingepratscht hat. Ja. Und da haben wir schon gesagt, wir haben eben so ein kleines Bodenlüfter. Ja, Ventilator. Wo uns so ein bisschen um die Füße herumblasen. Ja. Ja, wirklich, das ist wichtig. Das ist verdammt geil im Sommer, wenn du so eine frische Brise irgendwie hast. Safe. Voll. Du, ich will dir eine Story erzählen. Okay. Und zwar, du magst dich noch erinnern, ich habe ja Film studiert und als Abschlussarbeit habe ich einen Film gedreht. Mhm. Und für die Abschlussarbeit sind wir ja durch die halbe Schweiz gekesselt. Also wir haben ein Auto gemietet, ein Büssli, haben die ganze Crew und alles reingeklopft und sind dann auf Bern und Luzern und haben dort gefilmt. Und dann war es ja so gewesen. Wir hatten ein unglaublich strenges Wochenende gehabt. Das war verdammt streng, ja. Ja, da gibt es sicher auch noch andere Storys mal zum Erzählen vielleicht. Und ich habe ja dann ganz am Schluss, wo alles fertig war, müssen den Bus noch zurückbringen. Also die Frauenfeld. Genau. Also die allerletzte Nacht, wirklich irgendwie 4 Wochen immer drehen und dann noch am letzten Ding 2 Tage voll gedreht, gar nicht mehr mögen und ich bin tot kaputt gewesen und wir sind schon eben fast 600 Kilometer gefahren, du ja einen Teil. Mhm. Und eben das Ding war ja, wir haben an diesem Set so viele Leute gehabt, ja. Und am letzten Drehtag haben wir einfach irgendwie das 8. oder das 9. sind wir dort gewesen. Ja, also wir haben die 9 Plätze gefüllt. Wir haben die 9 Plätze gefüllt. Mit 3 Autos sind wir auf Bern. Stimmt. Ja, sogar noch mehr. Vielleicht hätten alle ins Auto reingepasst. Ja, ich glaube 9 oder 10 Leute sind wir, also auf jeden Fall viel. Und darum haben wir so ein Büsschen gebraucht. Genau, darum musste ich überhaupt den Bus mieten mit 9-Personen-Bus. Und es ist ja sonst schon immer kacke, Auto mieten, dies, das. Es ist immer scheiße, vor allem, wenn etwas passiert. Wenn etwas passiert, bist du gearscht. Genau, und das ist das Stichwort für die Story. Und so, wir sind ja das ganze Wochenende voll unterwegs gewesen. Und ich bin dann mit dem Bus noch die letzten 2 Stunden unterwegs gewesen, den zurückbringen, eben auf Frauenfeld. Also völlig nochmal in die andere Richtung eigentlich. Und auf dem Rückweg es ist eigentlich alles gut gegangen. Ich musste noch voll tanken und so, das war alles kein Problem gewesen. Aber zuerst mal riesen Stau. Stau mit einem 9-Personen-Bus in einer Stadt, wo ich noch nie richtig durchgefahren bin. Jetzt kommt die Story wieder ins Sinn. Erst jetzt, ja. Erst jetzt, ja. Auf jeden Fall bin ich nachher dort in die Stadt rein und es ist halt wirklich, ich kann dir vorstellen, in Zürich und so gibt es das ja auch, du hast die doppelspurige Straße und in der Mitte gibt es nicht mehr Inseln, weil es ist doch auch in der Stadt so ein bisschen. Und sorry. Und es hat sehr viele Fußgängerstreifen. Und ich bin genau etwa so, 10 Meter vor dem Fußgängerstreifen gsi und wir sind halt die ganze lange Straße, 200-300 Meter, ist Stau gsi. Also alle Autos sind dort gestaut und die Sonne hat brennt. Darum bin ich auch vor auf die Hitze gekommen. Ja. Die Sonne hat brennt, ich bin am Verschmachten gsi. Und dann sind wir in dem Stau gestanden, respektive ich alleine. Und dann, ein bisschen blödeln, du weißt, du im Stau, du schaust irgendwo an, es interessiert dich, also du bist einfach ein bisschen, lahm dabei. Passiv vom Mitfahren. Genau. Und dann habe ich schon so ein bisschen den Moment verpennt vom Losfahren. Und man drückt, also es war ein geschalteter und ich habe immer Kupplung und Bremse gedrückt. Und in dem Moment, wo ich losfahren will, kommt einfach die Kupplung nicht mehr rauf. Es ist einfach die Kupplung nicht mehr gekommen. Und ich bin dort geguckt und zuerst mal Scheiße auf die Kupplung reingetreten, weil irgendwie, ich habe weg müssen, weil es hat dann hinten angefangen zu hupen. Und ich so, Scheiße, shit, was mache ich jetzt? Und die Autos haben halt nicht richtig vorbei können, nur wenn sie aufs Trottoir sind. Und dann ich Seitenfächchen aufgemacht, Handschuhfach, Westen rausgenommen, neue Verpackungen aufgerissen, angezogen, aus dem Bus raus auf die heisse Straße und alles voll hinter mir. Wirklich einfach
hunderte Autos hinter mir dort. Und dann ist zum Glück gerade ein TÜV-Fahrer, ist eins hinter mir gewesen. Der hat dann gerade gefragt, du brauchst Hilfe und etwas? Und ich so, ja, ich kann die Kupplung nicht mehr bedienen, die Kupplung kommt nicht mehr zurück. Ist nicht mehr rum. Nein, ist nicht mehr rum. Und dann hat er gesagt, ja, okay, gut, ich helfe dir. Und dann hat er gerade die Autos angefangen vorbeilenken. So wenigstens das schon mal. Krise überwunden, erster Moment. Aber ich bin ja immer noch mit auf dieser Straße gestanden. Und ich habe gewusst, jetzt gibt es 2 Optionen. Entweder ich löse das noch geschwind oder ich muss den Schmier anrufen. Weil, wenn Zum du Abschleppen schnell. Genau, wenn du Panne hast mit einem Mietfahrzeug, dann ist es, auch wenn du sie kannst beheben, die Panne nachher, du musst Polizei rufen für den Polizeibericht. Wegen dem Mieten. Und das wäre jetzt nicht so eine gute Option gewesen. Abgesehen davon bin ich eben sehr kaputt gewesen und alles. Und vielleicht nicht die Top-Verfassung, um jetzt mit der Polizei da, ja, mein Auto ist stehen geblieben. Und ich bin dann zum allerguten Glück, hat mir der TÜV-Fahrer dann gesagt, du mal mit der Hand an der Kupplung ziehen. Und ich habe dann die Kupplung, die wie keinen Widerstand mehr hatte, habe ich einfach mit der Hand aufgezogen, das Auto nochmal angelassen, wlupp, einfach wieder reingestampft. Ist einfach wieder drin gewesen, nichts passiert. Und ich bin auf die Krise gekommen, aus dem Auto wieder rein. Und dann hat der TÜV-Fahrer selber anprobiert und hat mir geholfen. Und dann habe ich es abgedrückt. Und dann hat es einmal funktioniert, dass das Auto angegangen ist. Ich musste aber die Kupplung mit dem Fuß, so mit den Zehen, wieder aufziehen, weißt du? So unten drunter Ja. und dann nachher wieder aufziehen. Ja, genau, damit ich wieder auch Scheisse. losfahren konnte. Und dann bin ich gerade nebendran in so eine Seitengässe rein und habe das Blatt vorgeholt. Und gelesen. Und ja, Polizei und dies und das. Und dann bin ich da gestanden und Scheiße, was mache ich jetzt? Zum Glück, der TÜV-Fahrer, der hinter mir war, der hat genau in diesem Haus einen gekannt. Also ein Kollege dort. Und der Zufall gibt's. der ist draussen auf dem Parkplatz gestanden. Und die haben miteinander angefangen zu schnurren. Und der hat mir dann gesagt, ja, tu doch schauen, dass du einfach mit der Kupplung wieder rauf tust und dann kannst du es anbringen, weil ich habe irgendwie 5 Minuten noch gehabt. Dann bin ich dort... Einfach bis dort unten nicht mehr schalten. Genau, so nach dem Motto, ja wirklich. Und ich habe dann halt herausgefunden, dass wenn ich sie wieder raufziehe mit dem Fuß, dass es dann funktioniert. Und dann, ja... Hure gefürchtig. Ja, wirklich gefürchtet. Also ich bin nachher, wie ich gefahren bin, ich bin nachher nicht mehr auf der Hauptstraße, ich bin nur noch die 30er-Zonen, wo alles so klein Einfamilienhäuser Wo alles irgendwie sind. im ersten und im zweiten Gang hast können machen. Genau. Und dann einfach immer bei jedem Mal schalten gehofft, dass die Kupplung wieder kommt und sonst habe ich sie wieder raufgezogen. Ja, und wenn ich nicht abgestellt habe, ist es gegangen, weißt du? Wenn ich das Auto nicht abgestellt habe. Und dann bin ich so zurückgefahren, habe das dem Typ gesagt, vom Auto ab zurückliefern. Und dann sagt er mir einfach, ja, das ist schon ein paar Mal passiert, ist nicht so schlimm. Und ich so, oh, okay, ja, merci. Ich bin eigentlich einfach nur froh gewesen, dass es nicht mir bemängelt und noch abrechnet. Weißt du, ich habe dann gedacht, dass es dann heisst, ja, jetzt haben sie das Auto kaputt gemacht. Ja, aber andersrum eben, wenn ein Auto ja vermietet ist, dann solltest du ja davon ausgehen, dass du irgendwie ein fahrtüchtiges Auto bekommst. Ja. Und das gehört, also das ist sicher auch nicht im Handbuch oder so dokumentiert, wenn die Kupplung nicht mehr unten raufkommt. Nein, gar nicht. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Und du musst dir vorstellen, es ist ein 9-Personen-Büsschen. Ich bin jetzt alleine drin geguckt. Aber wenn der Berg durchabkesselt, ist etwas... Gut, es war nicht Bremse, aber trotzdem, es ist ein riesen Scheiß. Ja. Ein riesen Scheiß. Das ist, glaube ich, ein Opel-Büsschen, wenn ich es richtig ist. Opel gewesen. Ja, Opel-Büsschen, Also ja, voll. für euch, die jetzt hier zuhören. Ja. Opel. Kauft kein Opel-Büsschen. Ja. Besser nicht. Aber das war ganz eine schlimme Story gewesen, und die musste ich einfach da mal erzählen, weil ich sie letztes Mal im Bett ist sie mir in den Sinn gekommen, haben wir verarbeiten. Voll, ja. Also wenn wir gerade beim Thema so Unfälle oder Pannen oder so angekommen sind. Ich hatte einmal einen Unfall gehabt und einmal habe ich auch ein Auto quasi geschlissen. Oder es ist beim Fahren kaputt gegangen. Also, warte, du hast mit dem Auto einen Unfall gehabt? Nein, das war noch mit dem Einmal? 50er. Oh, also wir okay. haben ja in der vorherigen Folge sind wir ja bei der Töffli so ein bisschen stehen geblieben. Mit 16 ist dann der 50er, 50 Kubik, so ein Roller. Und ich habe eine Strassenmaschine, eine Aprilia hatte ich damals schon gehabt. Oha. Wo einfach so von außen hat es hure schnell ausgesehen. Ja. Aber das Motorli, also das hat das ist mit Muttermilch ist das gelaufen. Also jetzt für mich als nicht kennender Mensch so, das sind die aussehen wie die auf der Rennstrecke, aber eigentlich nicht, also halt abgeregelt sind. Ja, also nicht einmal runtergeregelt, sondern der Motor, das ist ganz ein, also es ist wie ein Rasenmähermotor fast. Ja, gut. Das sind mit 16 kannst du so einen fahren. Krass. Einfach Karosserie, alles Ja. rundum sieht einfach ein bisschen schnell aus.
Ja. Und auf der Straße, wenn es einfach schon mal so danach aussieht, mit 16, wie man kennt, fühlst du dich einfach ein bisschen Besonderes. Ja, oh mein Gott. Ja, siehst auch eben, siehst schnell aus. Es sieht sieht schnell potent aus, ja, wenn du im Rückspiegel irgendwie so einen TÜV hast und der auch mit 50 Kubik kannst du an einem Auto gut aufhocken. Ja. Es sieht einfach gut aus, wenn es dann aber ums Überholen geht und du einfach 30 Sekunden brauchst, bis du von 40 mal auf 70 da oben bist. Ja, tut jetzt nichts zur Sache. Aber mit dem 50er bin ich an einem Morgen, ich glaube es Frühling oder Sommer sogar, bin ich arbeiten gegangen. Ich habe sehr lange, also ich habe meine Lehre in Uznach im Lindpark im 3. Stock oben gemacht. Den Ort gibt es jetzt nicht mehr. Also die Firma gibt es nicht mehr. Okay. Die hat jetzt gerade Ende 22 hat die komplett zugemacht. Oh. Vielleicht die einen oder anderen kennen die Marke noch, Vögele-Schuss. Ah. Also ich wäre mal Damenschuhe-Spezialist wäre ich mal gewesen. Die haben ganz zugemacht? Die haben komplett, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Krass. Die komplett Sense. Auf jeden Fall morgen arbeiten gegangen. Und eben, ich habe ja im Ricken oben gewohnt und das ist relativ steil, also bergig. Und ich musste den Hügel runterfahren am Morgen und am Abend wieder rauffahren. Und dann am Morgen, es hat so eine Bergstrasse gegeben, die auf Uznach geführt hat. Und dort, wenn einfach ein Lastwagen dort durch ist, dann hat es ein Problem gegeben. Also ein Auto und ein Lastwagen, die haben sich fast nicht kreuzen. Das Problem hat sich aber noch weiter zugespitzt, wenn von unten ein Lastwagen kommt und wenn von oben ein Lastwagen kommt. Scheiße! Das ist typisch. Wieso müssen die überhaupt Lastwagen rauf? Aber genau, also das ist wirklich eine schreckliche Straße. Eigentlich auch mit dem Auto ist es dort hure gefährlich. Auf jeden Fall, morgen früh, 7, 8 Uhr irgendetwas. Von unten ist der Bus gekommen, von oben ist ein Lastwagen zu fahren gekommen. Und wie man halt weiss, ein TÜV hat keinen Hinterscheingang. Du kannst mit dem TÜV nicht Hinterschein fahren. Scheisse! Ja, stimmt. Oh. Das kennt man beim TÜV gar nicht. Auf jeden Fall war es dort hure steil. Von unten der Bus, von oben ein Lastwagen und ich direkt hinter dem Lastwagen. Und dann haben die sich dann so mit Handzeichen, der Busfahrer und der Lastwagenchauffeur, haben sich dann so mit Handzeichen verständigt. Ja, du fährst hinter sich, da so, bla bla bla. Und ich nur Scheiße. Fuck, was passiert jetzt? Und der Lastwagen vor mir hat dann den Retourgang. Oh mein Gott, nein, das und ich schon gehört, piep, piep, piep. Und ich habe vielleicht 4-5 Meter habe ich zum Lastwagen Abstand gehabt. Also ein bisschen Zeit habe ich in dem Sinn gehabt, zum Reagieren. Oh Gott. Und ich habe einfach so einen 4-5 Meter hohen Lastwagen auf mich zurollen gesehen. Und es hat nicht mal ein Trottoir dort. Also wo du eine Art hättest können abgumpen und dann wäre der TÜV einfach unter den Lastwagen gekommen. Ach du Auf jeden Fall. Also an dem Morgen habe ich mich wirklich schnell gefühlt wie irgendwie Superman, Batman, Spider-Man, alles miteinander. Irgendwie. Bist du unter dem Lastwagen durchgedriftet, oder? Ich habe mit der linken Hand, beim TÜV du ja oben dran hast, Kupplung. Aber das wäre ja vorne, beim Opel wäre es der linke Fuß gewesen, beim TÜV ist es die linke Hand. Mit der linken Hand Kupplung gezogen. Und dann mit der rechten Hand habe ich quasi den Lenker losgelassen. Und dann habe ich den Aufprall vom Lastwagen abgewartet, dass der wirklich in mich reincrasht. Und dann mit der rechten Hand habe ich mich quasi so am Lastwagen so wie abgedrückt. Und ich habe mich gleichzeitig mit dem Lastwagen so hinterher schieben lassen. Oh shit! Und halt mit einem Lastwagen, du hast eine riesengroße Kraft. Und ob jetzt dort halt etwas am Boden liegt oder nicht, das merkst du als Fahrer nicht. Das merkst du erst, wenn du oben drüber fährst. Ist dummerweise eben noch recht ein alter Lastwagen gewesen, weil ich meinte eben, die neuen Lastwagen, die haben so eine Rückfahrkamera. Könnte ich mir halt, jetzt gut vorstellen, wenn irgendwie so ein Kind halt hindurch am Spielen ist, dass man das würde sehen.
Aber den Nils hat man nicht gesehen und nicht gemerkt. Oi, oi, oi. Und dann das ist dann der Horror. Bus vorbeigefahren und der Lastwagen ist einfach mir nichts, dir nichts weitergefahren und ich vor einem kaputten TÜV gestanden. Einfach vorne dran hat es mir die ganze Schale so eingedruckt. Ja. Und dann habe ich dann auch wieder Verfolgungsjagd. Habe ich am Lastwagen müssen nachfahren. Oh shit. Und die 50er-Leute, die haben nur so eine kleine Scheisshupe. Weißt du, so, wie so ein Klonhupe irgendwie. Und dann habe ich wie so ein Überholmanöver angetäuscht und gehupet und Lichthupe und runtergezeigt und der alles. Typ denkt, was Und macht der der Typ, denn, hey, Alter? was hat der irgendwie für eine Störung? Hat es nämlich ins Hirn hineingeschifft. Und dann ist dann der Lastwagenfahrer zum Glück ausgestiegen, rausgefahren. Und dann haben wir auch so ein Unfallprotokoll und halt auch ohne Polizei. Ja. Weil das ist, glaub's, so viel ich schon gehört habe, wenn du als Berufsfahrer so unterwegs bist, dann kommt das nicht gut. Wenn so Sachen passieren, dann ist es lieber so unter der Hand, ja, schickst du uns die Rechnung, wir zahlen es dann. Dann ist das, glaube ich, besser. Ja, ich denke es auch. Also, gerade bei Berufsfahrern, ich weiß es jetzt nicht, also nicht fix, aber der eine bei uns im alten Geschäft, wo ich gearbeitet habe, der hat jetzt auch die Lastwagenprüfung gemacht und fängt jetzt nachher an Lastwagen fahren. Und du bist halt schon als Lastwagenfahrer, du bist auf einer Seite, man sagt so schön, mit einem Bein im Gefängnis. Also, du bist halt, wenn du etwas falsch machst, jemanden übersehst, dann bist du gerade mega schnell in Teufels Küche. Und manchmal eben wie zum Beispiel das, deine Situation, ein hure Scheiß. Der wollte zurückfahren, der hätte dich nicht können sehen vielleicht. Vielleicht bist du auch du ein bisschen zu nahe gewesen. Keine Ahnung, kann ja auch sein, weil wenn du ja genug weit hinten bist, auf der neuen LKW hat sie auch die Kleber drauf. Achtung, toter Winkel, so. Weißt du, da kommen so viele Sachen zusammen und nachher hast du am Schluss irgendeinen Eintrag im Strafregister und irgendjemand will dich nicht mehr anstellen oder verlierst sogar den Job. Weil Ja, und das war ja in einfach dem etwas Moment Blödes auch nicht in passiert meinem ist. Interesse. Ich hatte einfach Nein. einen kaputten TÜV, der auf der Straße geil aussehen Ja. mit 16. Jetzt nicht mehr geil ausgesehen. Und dann hat es halt nicht mehr gut ausgesehen. Das war das Problem. So. Ja. Ja, Aber dann haben wir alles können. alles geregelt und die Firma, die tun wir jetzt wirklich nicht nennen. Ja, okay, gut. Ja, Die- besser nicht. Ja, die tun wir jetzt wirklich nicht nennen. Besser nicht. Aber die haben gesagt, hey, ja, bringst du nicht die Flicke, schickst uns einfach die Rechnung, tut uns leid, dass das passiert ist, blablabla. Und danach ist das eigentlich, ja, die top Ehrenmänner. geregelt gewesen. Also an dieser Stelle auch die zuhören, probieren es irgendwie so zu machen. Und Ja. dann nachher kommt das hoffentlich schon gut. Ich glaube, es ist meistens die beste Lösung. Ich habe halt auch schon erlebt, ich weiß nicht mehr, von wem ich die Story gehört habe, aber es gibt halt Stories, wo dann die anderen so sagen, ja, Versicherung, dies und das, dann merkst du, sie haben dir einen falschen Namen angegeben. Und das ist dann halt auch bitter. Weil dann hast du verkackt, weil du bist dann halt selber schuld, dass das jetzt passiert ist. Du kannst schon eine Anzeige machen, aber wenn es den nicht findet, du bist selber schuld, du hast ihm vertraut. Und das ist eigentlich das Fiese Ja. bei dem. Darum tun doch auch die Leute, manchmal, gerade wenn man im Stress ist, gibt es dann viel, ja, Polizei. Und Ist in dem Sinne Ja. aber auch richtig. Also Ja. in so einem Fall, eben, haben wir quasi unsere Idee haben wir so abgefüttert und dann haben wir wie ein offizielles Dokument einander austauscht. Also wenn es jetzt wirklich blöd gekommen wäre und das nicht funktioniert hätte, dann hättest du trotzdem etwas in der Hand gehabt, wo ein Name, Ja. das Geburtsdatum und du kannst so wenigstens die richtige Person anzeigen. Genau. Blöd Ja, gesagt. Ja. ganz genau, ja. Nein, das ist schon Aber besser. sonst, wenn, das kenne ich von meinem Papi. Mhm. Er war eben früher ein Lastwagenchauffeur. Ja, stimmt. Und er hat dort mal er hat Glosse hat er ausgeliefert. Geil! Und er hat dort auch mal seinen Lastwagen auf dem Trottoir so parkiert. Gehabt. Oh. Und dann hat es, nicht um da schlecht gegen Frauen zu reden, aber die Frau hat ihr Auto dort einparkiert und die hat einfach das Auto nicht mit der Handbremse und so und das hat sich dann dort auch gelöst. Oh, Scheiße. Und das Auto ist einfach geradeaus in den Lastwagen reingekesselt. Also es muss zurück und- eine lustige Situation gewesen sein, aber in dem Moment, die Frau ist dann irgendwie 15 Minuten später wieder gekommen Oh Gott. und dann Zum ist Glück. das Auto einfach im Lastwagen drin gewesen.
Und dann nachher mein Papi dort, ja, das ist einfach zu fahren gekommen. Das, haben sie die Handbremse oder den ersten Gang nicht eingelegt und so. Und danach hat die Frau richtig schwierig da. Sie muss ihren Freund holen und der Freund verschlägt meinen Papi dann und so Geschichten. Alles und klar, danach eben in so einem Fall einfach sofort die Polizei holen. Gut, und also, der Lastwagen ist dort gestanden und das Auto fährt nicht von alleine so in den Lastwagen rein. Nein, Alter, das ist aber... das ist ganz böse. Ja. Es gibt auch die zurückrollen an der Ampel und nachher behaupten, du bist mir hineingefahren. Der ist auch fies. Das ist genau der gleiche Scheiß. Weil, nein. Wow. Die andere Story, wo ich ein Auto beim Fahren so geschlissen habe, das war Sonntagabend. Ich war unterwegs. Ich bin, glaube ich, zu einem Zahnbigessen bin ich noch eingeladen. Es war schon ein bisschen später am Abend. Und dann, irgendwie so um die 11 Uhr, bin ich auf der Autobahn A3, so Richtung Chur unterwegs. Und kurz vor der Autobahnausfahrt Lachen hat sie vorne so noch eine Überführung, so ein Tunnel, wo über einem Blitzer steht. Ja, genau. Ja, voll. Und dort, ich bin durch das Tunnel durchgekommen und dann plötzlich macht das Auto einfach einen richtigen Ruck. Also, oh shit. Und das ist ja Autobahn, zuerst ist noch 100, im Tunnel ist noch 100 und nachher wird es 120. 120 gerade dort, wo es 120 wird, hat es den Ruck gegeben und danach hat es angefangen gelb zu blinken. Und so wie wir ja gelernt haben, wenn es gelb leuchtet, gelb heisst, kannst du noch heimfahren, musst einfach die Heime musst quasi anschauen, was jetzt genau los ist. Ja, oder in die nächste Werkstatt heisst es. Die nächste Werkstatt, genau. Und nachher habe ich gedacht, easy, fahre ich noch heim. Ich dann von 100 auf 120 beschleunigen. Und dann habe ich gemerkt, hey, das Gaspedal, da kommt gar nichts mehr. Oh shit! Also ich bin einfach 100 hat er quasi wie noch gehebt. Aber er ist nicht mehr schneller geworden. Und ich, ja, okay, ja, Kessli halt mit 100 heim. Ja. Funktioniert gleich irgendwie. Es fährt noch. Es fährt zum Glück noch. Und dann nochmal ein viel heftigerer Ruck. Und dann hat alles angefangen zu blinken. So wie irgendwie Star Wars, wo sie den Hyper-Dings, alle Sternchen so am Vorbeizischen. Und dort meine Armaturen, die haben geleuchtet wie in einer Disco. Und auf der Autobahn plötzlich alle nur noch rechts und links am Vorbeifahren. Zum Glück war es eben Sonntag um 11 Uhr Abend. Oh, also es war niemand mehr auf der Straße. Aber ich war auf der Autobahn. Ein Auto, das nicht mehr beschleunigen konnte. Zweiter Ruck. Und dann ist gar nichts mehr gegangen. Dann habe ich gemerkt, das Lenkrad wird hure streng. Oh, Servo. Also die Servolenkung ist ausgestiegen. Oh nein! Oh, da ist ja gerade irgendwie alles am Arsch gegangen. Servolenkung, nachher eine Bremse. Die Bremse ist hure streng gegangen zum Drücken. Das ist manuell, ohne Unterstützung. Ohne Unterstützung, genau. Oh, Alter. Und danach habe ich quasi, also wir sind ja vom Kanton Schweiz, wir wissen, wo die Strassen durchgehen, zum Glück, an einem fremden Ort. Aber ich habe gewusst, da vorne kommt gerade eine Autobahnausfahrt. Ich muss einfach quasi vom Traffic ein bisschen weg. So in ein Seitenströsschen, irgendwie so schnell, wo es niemand so tangiert. Bin ich rausgefahren, ich konnte kein Gas mehr geben, ich konnte nicht richtig bremsen. Und ich bin in diese Kurve, Autobahnausfahrt Lachen, irgendwie mit 80 so reingeschossen. Weil ich wollte eine Art wie noch genug Schub mitnehmen, damit ich von der Straße irgendwie so auf ein Trottoir raufkomme. Und dann bei der Autobahnausfahrt gibt es ja so einen kleinen Zwischenkreisel. Bin ich in den mit 40, 50 reingeschossen, einfach so halb noch gerade drüber. Und dann die zweite Ausfahrt und dann ist das Auto einfach still geblieben. Oh Gott, was? Und es ist einfach nichts mehr gegangen. Alles Zündung raus, alles nochmal probiert und er hat nicht einmal mehr zünden. Oh, er hat nicht mal Es ist nichts gegangen. Es ist nichts mehr. Einfach totes Auto.
Und dann bist du dort irgendwie queren Weg wenigstens außen von der Straße gestanden, oder? Ja, gerade bei der Kreiselausfahrt. Also das war auch nicht ganz optimal, aber Besser wie auf der Autobahn. besser als auf der Autobahn, genau. Und dann habe ich auch zuerst einfach der Polizei angerufen. Hey Jungs, einfach bitte schnell 10 Meter irgendwie Überfahren, überschleppen. Die sind ja gerade dort. Die sind zum Glück dort und dann 15 Minuten nachher sind sie gekommen, haben sie mich übergeschleppt, Abschleppdienst am Sonntag um 11:30. Oh. Ja, und dann hat man dann das Auto in die Werkstatt gebracht. Total Schaden. Es hat irgendwie im Motor rein, also ich komme auch zu wenig draus. Also ich check eh nicht, wenn du etwas Ja, falsch sagst. ja, irgendwie hat es ein Teil verjagt und jetzt hat es im ganzen Motor mit den Zylinder und so hat's Metallspäne drin gehabt. Also der ganze Motor war am Arsch gewesen. Und Ach, wenn der Motor am Arsch Ja, ist, dann- dann ist das Auto bei uns in der Schweiz schnell einmal total Schaden. Ja. Alter, was eine Story, aber du hast auch viel Ja. Glück gehabt. Ja, extrem. Also der ist ganz Extrem, krass. Ja. Hey, wenn ich mir das vorstelle. Also ich habe auch mal mit einem Kollegen zusammen sind wir einen Dreh gegangen und auf dem Rückweg sind wir auf der Autobahn gewesen, und dann schon gedacht, das klingt ein bisschen komisch alles. Und dann plötzlich auf der linken Seite, ich war Beifahrer, auf der linken Seite neben uns überholt uns jemand, bleibt aber auf gleicher Höhe, schaut zu uns über und winkt nur so und zeigt hinter uns das Auto so hey, und wir nur, hey, what the fuck, und dann sind wir gerade auf dem Pannenstreifen. Der Typ, der uns gewunken hat, ist auch gerade weiter vorne auf dem Pannenstreifen, und dann sehen wir hinten, der Auspuff vom Auto hat sich gelöst und ist die ganze Kanne, das hat ja so einen Kannen, Aha. oder? So einen Behälter. Katalysator ist das, glaube ich. Keine Ahnung, oder? der Behälter mit dem Auspuffrohr hinten dran, der ist runtergefallen und hat gegen dann die Kabelverbindung, also die Rohrverbindung, die hat wie so gedreht und die ist dann gegen runter gewesen, weißt? Und nachher ist der so am Boden angeschliffen und hat natürlich gefunkt, wie blöd. Es hat natürlich richtig alles abgeschmirgelt, oder? Und dann haben wir haben nichts gemerkt, oder? Und der Kollege ist noch das erste Mal mit dem Auto gefahren. Also das Das ist auch wirklich, noch. das ist mein Auto, das ich jetzt da habe. Der Peugeot ist das. Und dann wir nicht mal einen Westen gewusst, wo es ist. Keine Ahnung, gar nichts. Dann hat zum Glück der andere Typ hat das gehabt und hat uns das gegeben und hat uns eigentlich voll gezeigt, wie wir jetzt das machen müssen. Also hure Glück gehabt, dass er dabei war. Aber das war ganz beängstigend, weil es einfach abgeht. Und dann ist TCS gekommen und der hat es mit ein bisschen so Aludrähtchen hat er das wieder angeträtelt. Und das haben sie nachher wieder geflickt. Aber das ist scheint durchgerostet. Bei einem Auto, das eigentlich fast nur in der Garage gestanden ist. Und sie haben sich auch nicht erklären können. Nicht in der Werkstatt, nicht der TCS. Aber es ist einfach passiert. Und einfach geschwind den Auspuff verloren. Zum Glück ist er noch hängen geblieben. Stell dir vor, der wäre abgeht. Weißt du, früher, wo wir Kinder waren und mit Hot Wheels rumgespielt haben, Oh, weißt du, ja. wenn die Funken, also die Funken, die hast du dir ja selber dazu gedacht. Ja. Aber das muss so eine Situation gewesen Es sein. wird ja wahrscheinlich noch geil aussehen, aber wir haben es eben nicht gesehen. Wir haben ja nur so Tütelü am Fahren. Ja, Dünkel komisch der Boden da. Ja, Ui, ui, ist nicht ui. der Boden gewesen, es war der Auspuff gewesen. Ui. Ja, im Auto passiert schnell mal viel Zeug. Weil- Ja, aber zum Glück hat man meistens mehr Glück als Verstand. Ja, beim Autofahren oft. Das Also, ist... ich sage alle, es ist auf der Straße, also jetzt, oder zum Beispiel gerade bei uns, wenn du mit Autos schaffst, ob jetzt das ein Lieferdienst ist oder irgendjemand, einfach halt Leute, die jeden Tag im Auto hocken, du wirst so, also es ist so Routine irgendwann, dass du halt wie auf die Situationen, die dann nicht routiniert ablaufen, nicht mehr so gut zu Schlag kommst mit denen, weißt? Also ich habe das Gefühl, am Anfang, als ich angefangen habe Auto zu fahren, was jetzt auch noch nicht so lange her ist, aber dort ist es einfach, du konzentrierst dich auf alles, du bist einfach voll dabei. Und irgendwann musst du dich auf gewisse Sachen nicht mehr konzentrieren und dann wird es gefährlich, oder? Und bei uns ist es jetzt noch nicht lang, aber wenn du halt 20 Jahre Auto fährst, darum, also ich habe auch schon mal mit dem Lieferwagen die Wand hingeküsst. Da einfach im Rückwärtsgang hinten rausgeschaut. Irgendwie nicht richtig gesehen. Es ist nichts passiert. Weißt du, der Stahlträger einfach ein bisschen verkrümmt hinten. Oder das Alu-Ding. Und an der Wand hat es gar nichts gemacht. Aber es ist so schnell passiert. Es ist so schnell. Und dann ist es halt eben gerade heftig. Also meistens. Die beste Story auf das bezogen. Ich war ja im Militär und ich war Fahrer.
Ich bin Kloten bei den Ristelpies, also Richtstrahlpionier, bin ich Fahrer gewesen. Also für die es kennen, Puchgang. Puchgang, genau. Und im Militär, du bist einfach immer komplett am Arsch, körperlich. Du bist physisch oder mental bist du so mitgenommen mit diesen Befehlen, die dir einfach deine Vorgesetzten so geben, und die sind dich pausenlos einfach am kaputt machen. Ja. Und irgendwann schaltest du, also das ist wirklich so ein Überlebensskill, schaltest du deinen Kopf ab und du machst nur noch. Ja. Du führst nur noch aus und das ist dir eigentlich alles scheißegal. Du bist einfach froh, wenn du am Abend noch etwas zu essen bekommst. Das ist eben, ja. Auch bei uns im Militär ist das so der Fall. Und einfach mit dem abgeschalteten Kopf halt trotzdem noch ein bisschen Verantwortung übernehmen für ein Fahrzeug, das ist für ein paar schon zu viel gewesen. Ja, also. Und dort hat es von umgerührten Duros, die dann nachher so auf dem Kopf gelegen sind. Also der Duro ist das Grosse, wo alle hineinsitzen können? Ja, genau, ja. Oh Gott, also auf die Seite kippen? Einfach auf die Seite kippen, genau, weil es einfach die schnelle Kurven sind und dann hat es einfach mögen. Scheisse! Das war eine Story. Das war auch noch cool. Also cool, eher beängstigend, aber es hat 2 Schiessunfälle bei uns gegeben. Ui. Und die eine Story war, auch in einem Duro hat ein Wachmeister vorne dran einen Schuss abgelassen. Durch die Frontscheibe irgendwie. Und dann ist halt auch ist halt die Scheibe zersprungen und ja, so. Und dann, siehst du nicht mehr. Genau. Und der andere Schiessunfall, also das mit der Schutzscheibe, das war in einer anderen Kompanie. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen, dass so etwas passiert ist. Aber die andere Story, die hat sich bei uns in unserem Zug abgespielt. Ui, also Zug in deinem sogar. Oh shit. Also ein Zug, vielleicht die nicht im Militär waren. Das ist so wie so Klasse, früher in der Primar, das war deine Klasse. Ja. Und danach hast du eine A-Klasse, eine B-Klasse und eine C-Klasse. Und jeder hat so ein bisschen seine Funktionen. Und ich war eben in der Fahrerklasse. Ja. Wir sind rumgefahren. Und der Typ, mein Kamerad, der hat eine Wache gehabt. Der hat unsere, wie sagt man das, Festung. Ja, also Festung beschützt. Das war einfach eine Zivilschutzanlage, das war ein Keller. Und der musste darauf aufpassen. Und danach hat der gerade Pausenablösung gehabt. Und die es nicht kennen, der hat einen PSK machen. Also quasi persönlichen Schutzkurs? Nein, nicht ganz. Sondern können sein. Dort geht es quasi darum, Wach machst du ja mit scharfer Munition. Ah, ja, stimmt. Weil die Schweiz befindet sich ja im Krieg. Wir müssen verteidigen. Ja. Wir werden immer angegriffen. Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Genau, und darum muss man die Wache auch mit scharfer Munition machen. Also, weißt du, Unfälle sind vorprogrammiert. Also, weißt, so, ach komm, wir haben 20-jährige, übermüdete, junge Männer, die jetzt mit die ganze Nacht rumhocken. Ich glaube, die müssen scharfe Munition haben. Das wäre doch gut. Scheiße. Genau, und der hat eben Pausenablösung gehabt. Und du musst, wenn du das Magazin mit der Munition am Kollegen übergibst, musst du so einen Ablauf, ein Schema durchlaufen, dass nichts kann passieren, ist relativ. Aber dass nichts sollte passieren können. Und der hat es halt dort auch ein bisschen fahrlässig genommen. Und er hat, für die sich es vorstellen können, er hat zuerst geladen, er hat geschaut, ist im Lauf eine Kugel? Nein, ist sie nicht. Danach den Verschluss wieder vorne gelassen. Und in dem Moment hat es eine aufgezogen. Oh. Und erst dann hat er das Magazin weggenommen. Und er war voller Überzeugung, ja, ich habe ja reingeschaut, ist ja nichts drin, kann nichts passieren. Hat dann eben das Magazin rausgenommen und am Schluss von dieser PSK musst du immer eine sichere Schussabgabe machen. Also das heisst, bei diesen Wachständen hast du im Normalfall so Sandsäcke, die genau für das halt gedacht sind, dass
nichts Also kann du musst dort passieren. drauf zielen und dann... Genau, Ja, genau, so die Idee. dann noch einmal leer schiessen in dem Leer Sinn. schiessen. Und der Spezialist, der hat einfach den Boden runtergezielt und dummerweise halt gerade auf seinen Fuß. Ja, wenigstens hat er sich selber Der in hat den sich Fuß hinein- voll im Fuß hineingeschossen. Oh, Scheiße. Wenigstens hat er sich selber in den Fuß Ja, geschossen. wenigstens. Alter. Oh nein. Das Problem war halt dann auch, der hat sich erstens mal selber verletzt, aber das Ganze, wo sich dann noch nach dem Ganzen so vorgespielt hat, dann ist die Militärpolizei vorbeigekommen. Er hat irgendwie sogar ein zivilrechtlich quasi hat er noch einen Buß müssen also hat er einen Ui. Buß bekommen, weil du darfst ja nicht einfach umschiessen. Ja, auch wenn du es aus Versehen Auch machst. auch das ist strafbar. Stimmt, du bist in Teufelsküche. Genau, und er ist dann sogar irgendwie noch verurteilt worden und alles, für dass er sich selber in den Fuß hineingeschossen hat. Das ist auch scheiße. Also Also auf ganzer Linie Ja. verschossen. alles verschossen, alles miteinander. Ja. Nein, sich Also- selber in den Fuß geschossen. Ja. Hey, der ist ganz bitter. In Kloten oder bei uns in Kloten, da sind so kranke Geschichten abgelaufen, Sachen, die einfach nicht hätten dürfen passieren. Und darum bin ich auch unglaublich glücklich, dass ich dort einfach als ganzer Nils wieder daraus rausgekommen bin. Ja, und ich glücklich, dass ich mich dieser Gefahr gar nicht erst ausgesetzt habe. Nein, das ist ja... Ach Gott, ey. Wenn das... Schiessen ist so gefährlich. Da kann so viel passieren. Eben, einmal nicht richtig geschaut. Einmal und dann aus Versehen in den Fuß geschossen. Hey, das ist... Ich will es mir gar nicht vorstellen. Wäre schlimm. Ist schlimm, ja. Ja. Wir haben zu der letzten Folge, um vielleicht da Ja. noch ein bisschen rekapitulieren, wir haben noch ein paar Meldungen bekommen, ein paar Nachrichten. Oha. Und natürlich auch denen möchten wir da... Ja, jetzt bin ich vor allem gespannt. ja, Ich habe noch gar nicht also, gehört. Oh, gar nicht gesagt. Wir haben, denke ich, alle, also wir zwei, so ein bisschen privat Ja. so ein bisschen Resonanz bekommen. Aber es haben sich auch zwei Leute auf TikTok gemeldet. Einmal mit einer Frage und einmal mit einem Kompliment. Oh. Und die Frage ist A, B oder C. Mhm. Die Frage ist, gibt es unseren Podcast auch auf Apple Podcast? Und was ist A, B und C? Du Okay, musst jetzt Also A ist Nein, B ist Nein und C auch nicht, weil es einfach noch extra Geld kostet. Oder? Ich würde so sagen. Genau. Nein, also ich glaube grundsätzlich ist er ist nicht nur auf Spotify oder Podigy ist er auch noch drauf. Aber Apple Podcast muss man nochmal selber extra zahlen und jetzt mal in erster Voraussicht ist er nicht dort. Aber ich denke, in Zukunft könnte das schon sein, dass man dann irgendwann mal noch das mit reinnimmt. Also könnte ich mir vorstellen. Aber leider ist er dort nicht drauf. Weißt du das? Ist er auf Soundcloud? Nicht automatisch. Ah, okay. Nicht automatisch, aber theoretisch könnte Vielleicht- das noch eine Überlegung sein. Genau, Ja. dass man Soundcloud mit einstellen, weil dort braucht man dann muss man nichts zahlen oder so. Da kann jeder das, wo eben iTunes oder so hat, das trotzdem noch hören, würde ich sagen. Wahrscheinlich das am besten, um Ja, die Frage voll. beantworten. Voll. Yes. Genau, und die zweite Nachricht ist eben ein bisschen, also ich interpretiere das jetzt als Kompliment, ist von einer Dame gewesen. Und die hat uns geschrieben, da erfährst du ja Sachen. Ah, ja. Und zwar war das, glaube ich, meine Mami gewesen. Nein, mega schön. Ich habe heute mit ihr am Mittag geredet. Zuerst mal ganz ein liebes Grüßli. Aufs Küssli. Hi Mami! Hoi Mami! Ja, voll. Also es ist natürlich witzig, weil also sie hat mich dann heute doch auch müssen fragen, wer das die Lady war, die wir im Podcast 1 in der ersten Folge erzählt haben. Und ich konnte es ihr dann auch sagen. Aber es ist schon sehr lustig. Die Mami hat dann auch gefunden, sie erfährt da Sachen, die hätte sie früher gar nicht wissen. Und ja, aber wir sind dann auf die Einigkeit gekommen mit meinen Grosseltern zusammen, dass das ja jeder gemacht hat. Als Kind und als Jugendlicher. Und darum
könnt ihr darauf pochen, dass weiterhin Storys kommen, wo ja, vielleicht nicht alle wissen. Aber wir versuchen, so gut wie möglich immer Personen nicht zu schützen, solange es nicht wir selber zu sind. schützen. Doch, zu schützen. Aber zu schützen. Ah, habe ich nicht gesagt. Ja. Ja. Zumindest ein bisschen Wir angetönt. können auch nicht schützen. Das ist eigentlich... Nein, also zumindest die Leute, die wir nicht von selber wissen, dass sie sagen, ja, das ist kein Problem. Aber ja, das wird, glaube ich, noch ein paar Mal passieren, dass irgendwelche Leute kommen, die wir alle gut kennen. Also wir alle, nein, nur wir. Wir kennen sie. Aber ich habe es auf jeden Fall mega witzig gefunden, wo sie gekommen ist. Und ja, also auch ein Kompliment ist es gewesen. Sie hat auch mal gesagt, also einmal für dich, ist sicher lässig. Einfach so ein bisschen von uns selber erzählen. Ja, es macht verdammt Spass. Und wenn es natürlich den anderen auch Spass macht, ist am besten. Ist ja würde ich allen sagen. geholfen, ja. Ja. Und wenn wir gerade bei den Rezensionen sind und dem also für die letzte Folge darüber reden, ich glaube, die meisten Verbesserungsvorschläge haben wir uns gegenseitig selber gemacht. Also, was ihr vielleicht auch merkt, es gibt gewisse Sachen wie mit ja und «Aha». Das sind Zeugs, das müssen wir noch ein bisschen lernen, damit man den Storys, die jemand erzählt, auch schön folgen kann, ohne dass ein anderer die ganze Zeit noch irgendwie so seinen kleinen unnötigen Kommentar reingibt. Aber wir versuchen das, wir hoffen, das wird dann auch besser, aber auf die andere Seite ist es auch gleich. Wir reden einfach frei Schnauze. Ja, und heute können wir auch Bröstli sagen und Bröstli auf Zumal. den Podcast. Wunderschön. Schön professionell. Wir können das Wunderbar. ASMR machen. Was nochmal? Das ASMR. Ah, Ich weiss gar nicht, was heisst die Abkürzung? das ist eine gute Frage. Also, ASMR. es gibt eben einen auf TikTok, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, oder ist mir halt vorgeschlagen worden. Ja, stehst doch drauf. Und, komm. nein. Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Aber auf TikTok gibt es eben einen, der macht genau so etwas, aber der tut das auch ins Lächerliche rausziehen. Und der hat so vor sich hat er so ein Blue... Es gibt doch Blue ein Yeti. Blue Yeti, genau, so ein rundes Ja. Mikrofon. Ja, genau. Und der hat das auf volle Kanne aufgedreht und der hat irgendwie im Hintergrund einen Staubsauger am Laufen und er tut das Mikrofon so absaugen. Also, wenn du zuhörst, Oh, du shit. stirbst fast. Das ist genau das Gegenteil Einfach von ASMR. Genau, ja. So ein bisschen besteuert. Ja, alles übersteuert. Und Schlimm. dann tut er irgendwie so eine Blechbüchse drüber legen und so mit einem Schlagzeugstock draufhämmern und das so. ist ja... Oh. Und du also deine Ohren, dein Trommelfell geht gerade zur Nase aus, wenn du dort zuhörst. Oh, schlimm. Nein, ich weiss, wo das Aber- aufgekommen ist, der Trend. Also für die Leute, die nicht wissen, was ASMR ist, um euch auch weiterbilden, das ist das, wo die Leute so ein bisschen... und so schmatzen und einfach so Scheissdruck machen ins Mikrofon, am besten noch irgendwie so mit den Fingernägeln drauf tippen. Und so kleine Schmützli. Ja, so. Voll übel. Also, meiner Meinung nach, als ich es zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, das gehört auf eine andere Webseite. Also, das ist ja wirklich irgendwie schon, ja, es geht um, ich glaube eben, Leute finden das angenehm, das zu hören. Es gibt ja also die normalen ASMR, ja. ASMR, ja. ASMR Ja. Mikrofon, die haben ja wie auch so eine Ohrmuschel. So links und rechts gibt es so ein Mikrofon, wirklich? wo so ein Plastik. Okay. Ja, so ein Ohr, wie sagt man dem? Ein Ohr? Ja, wie ein Ohr so Wie ein aus Ohr? Plastik. Eine Ohrmuschel, ja. Eine Ohrmuschel. Ohrmuschel, ja. Ich habe es, glaube ich, vorne Du hast schon vorhin gesagt, ja. Und dort, ich glaube, also das ist eine reine Vermutung, bei dem geht es darum, als ob dir jemand ins Ohr flüstert, also so ein bisschen intime Beziehung und danach tust du wie so ins Ohr flüstern und das ist mega schön. Ja, stimmt. Und du musst so flüstern. Ja. Und dann fühlt man sich so hure nahe. Also, sind wir jetzt näher bei den Zuhörern? Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare. Also machen wir jetzt. Nein. Nein, machen wir nicht, das ist ganz Nein. anstrengend. Nein, aber ich jetzt- glaube, das jetzt ist die komme ich- Idee, ja. das ist die Idee dahinter. So ein, wie über das Flüstern und das Ohr irgendwie. Ja, das macht jetzt für mich ein bisschen mehr Sinn.
oder ergibt mehr Sinn, nicht macht, ich sage es immer falsch. Ja. Es ergibt schon mehr Sinn so, vielleicht einfach so eben das intime Gespräch oder halt die Kommunikation. Auf der anderen Seite ist es ja dann auch wieder irgendwie im Bildschirm irgendjemand, der random ist und so 30'000 Klicks oder so. Aber ja, du... Es gibt nichts, was es nicht gibt. Genau. Warte, wie sagt man? Das ist so... Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht, genau. Und das ist so etwas eigentlich. Ja. Wie Also- sind wir jetzt auf das gekommen? Von ASMR. Mhm. Und das wie wir vorher auf ASMR gekommen sind. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, wir könnten eben einfach selber ASMR machen. Das habe ich, uns? glaube gesagt. Nein, Für wer? Ja, für den, was interessiert, keine Ahnung. In meinem Kopf Du musst interessiert das deine niemand. Zielgruppe kennen, weißt Ja, ja, stimmt. Zielgruppe definieren, das ist das Wichtigste, gerade am Anfang. du? Voll. Voll. Ja. Ja, Diese Woche, aber du schaffst ja neben mir, du kennst es, Ja. aber diese Woche ist nicht so viel Wunderbares, also nichts Spektakuläres, so muss ich sagen, bei mir passiert, weil ich bin am Lernen war. ja, stimmt. Da kann ich Also. bezeugen. Nils, sein Kopf ist immer rauchend da neben dran gehockt und hat büffelt zusammengefasst, alles. Aber ich habe nächste Woche die letzten 2 Semesterprüfungen vom 5. Semester. Und ich schreibe nächste Woche Prüfung in Wettbewerbsrecht und in schliessende Statistik, nicht deskriptiv. Statistik und Recht. Oh Gott. Also für mich sind die Namen schon kompliziert. Ja, aber vielleicht da an dieser Stelle, das wissen die Leute noch nicht. Aber ich bin ja auch am Studieren, wie der andere Film studiert hat. Voll. Digitale Filmproduktion. Studiere ich das Uninteressanteste auf dieser Welt. Und zwar Betriebswirtschaft. Es klingt aber wirklich nicht so spannend. Also, Gegen aussen, wenn du erzählst, ja, was machst du BWL? ja Dann, gut, ja, stimmt. Das ist eigentlich so ziemlich der, wie sagt man denn, Partykiller? Oder Ja, Partystopper. BWL-Student. Also ich weiss noch, wo es im Hip-Hop, im Rap am Mittwoch, wer es kennt, Freestyle-Battles, dort war auch einmal eine böse Line gegen einen gewesen, du siehst aus wie ein BWL-Student. Also das ist schon mit Klischee verbunden, habe ich das Gefühl, das BWL. Definitiv, ja. Ja. Also, Aber da, ich meine, auf die andere Seite, wenn du ja in die Praxis dann anschaust, wenn ich denke, das, was du ja dann machst mit dem Wissen, ist ja hure geil. Also selber das aufbauen, selber das Geschäft wirklich können reinbringen, das ist ja dann geil. Also, und das ist halt auch ein bisschen, also es ist überall im Leben so, egal was du lernst, egal was du siehst, egal was du hörst, es kommt immer darauf an, was machst du daraus. Weil meine Klasse, ich bin einer von 23. Wir haben ganz viele Bänkler bei uns in der Klasse. Logisch, ja. Und halt sonst einfach Leute, die an einem Ort angestellt sind, ihren sicheren Job haben. Und jetzt hat so das Geschäft halt gesagt, hey, wäre noch gut, wenn du etwas weitermachst, weißt du, so Weiterbildung und so. Und die haben gar nicht so richtig die intrinsische Motivation oder die sind gar nicht davon überzeugt, was sie machen. Ja, das ist, Und das ist aber halt immer schwierig dann. im Leben, wenn du etwas machst, wo nicht dahinter stehst. Ja, vor allem jetzt all das Wissen, wo sie sich zum Teil in den Kopf prügeln, wo sie dann nie werden brauchen, weil sie nichts daraus machen, oder? Das ist so ein bisschen so das Ding. Das ist schwer bitter, vor allem bei so einer höheren eigentlich Ausbildung. Also für mich ist das eher eine höhere Ausbildung, würde ich sagen. Also es ist der Bachelor. Ja, Also okay, ich der kann nachher bestimmt eine ein Röseli Bachelor. verteilen. Ja. 3+. Ich bin dann irgendwie der 7. Wujo. So gut. Nein. Ich so der BWL-Student. Oh mein Gott. Ja, aber krass. Krass. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, wenn Ja. ich so der Einzige in der Klasse bin. Ich habe ja, glaube ich, im ersten oder im ersten Semester gsi, gerade als ich mein Studium angefangen habe, habe ich mich zusammen mit dir entschieden, hey, ich mache mich selbstständig. Komm, Voll. Eigengrau, let's go, alles auf eine Karte setzen Ja. und dann einfach Augen zu und durch Ja. ins kalte Wasser rein. Und
das vielleicht auch so als Takeaway, wenn du halt selber für deine Ausbildung musst aufkommen, und das ist jetzt in meinem Fall nicht gerade wenig, dann hockst du anders an diesem Pult und du quetschst die Lehrer, die Dozenten ganz anders aus und du penetrierst sie mit Fragen, einfach weil es dich interessiert, plus weil du für diesen Scheiß zahlst. Ja, brutal. Also bei mir in der Klasse, ich habe ja auch, dort wo ich studiert habe, war auch privat, also musst du auch zahlen. Ich habe jetzt das Glück gehabt, liebe Eltern zu haben, die mir meine Erstausbildung, da ich meine Lehre abgebrochen habe, finanziert haben, dass ich es nicht zahlen musste. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr daheim gewohnt, das heisst, ich habe auch nur 40% gearbeitet, noch Wohnung und alles, das war auch schwer gewesen. Aber bei uns in der Klasse haben ja alle müssen zahlen. Und in der ersten Klasse, wo ich war, weil ich habe dann pausiert und dann habe ich auch die Klasse natürlich verlassen und bin wieder in eine andere Klasse gekommen. Und aus der ersten Klasse haben von ursprünglich, ich glaube 21 Leute, haben 4 oder 5 abgeschlossen. Und ich würde am liebsten behaupten, ja, das ist nur, weil es so super schwer ist, aber es ist vor allem, weil es ist schon nicht einfach, wenn du dich voll dafür interessierst. Aber wenn du dann nicht voll für das brennst, du machst es nicht. Und die haben eben auch, dann hast du richtig gemerkt, die haben Geld reingesetzt und kaum haben sie gemerkt, sie wollen nicht mehr, haben sie es auch nicht mehr gemacht. Also sie sind dann nicht mehr weiter studieren. Die hätten nie fertig studiert, ja einfach zum fertig studieren. Weil wenn du selber Geld in die Hand nimmst, dann bist du entweder voll dabei oder es passt dir nicht. Und das ist eigentlich noch eine gute Voraussetzung. Weil bei mir war es auch einfach, ich habe gewusst, meine Eltern zahlen mir die Ausbildung und ich habe keine andere Wahl. Also es gibt nicht... Plan B. Plan B gibt es nicht mehr. Das ist schon der Plan B. das ist schon, also Plan A ist runtergefallen und Plan B ist dann halt zum Plan A geworden. Und ich meine, jetzt im Nachhinein bin ich glücklich, bin ich Plan B gegangen, weil wenn ich es heute nochmal machen müsste, wäre das eher Plan A gewesen. Aber das Glück musst du dann auch noch zuerst haben oder halt ja, ein bisschen die Freude daran, an etwas. Aber dort war es auch hart. Und dann habe ich auch Leute gesehen in der Klasse, die eigentlich super Voraussetzungen hätten, weißt, genug Geld machen das, aber halt dann der Wille und die Lust war nicht da gewesen. Dann sind sie nach dem Studium irgendwo bei einem Fernsehsender arbeiten, wenn überhaupt, oder? Und dort machst du dann halt noch etwas, wo gar nicht unbedingt das ist, was wir studiert haben, sondern irgendwie Kameraassistent oder du tust Bauchbinden einblenden bei einer Nachrichtensendung, alles Mögliche, oder? Und wenn du das dann machst, dann ist das Studium, das so teuer war und alles, dann bringt es dir fast nicht viel. Weil du hast nachher nur einen, ja, ich sage jetzt mal, einen simpleren Job. Du hast angefangen in der Branche, aber du bist nicht weiter. Und darum bringt dir die Ausbildung nur etwas, wenn du nachher auch weitermachst, zumindest nicht schulisch, aber halt im Arbeiten. Dass du wirklich versuchst, an Sätze zu kommen, an grosse, oder halt, wie wir es gemacht haben, oder ich mit dir und dem Sascha, dass wir einfach selber sagen, wir möchten selber dastehen und Projekt umsetzen. Und das ist die beste Übung, die allerbeste Übung. Und das brauchst du so, weil das Studium, früher die Eltern haben immer gesagt, in der Schule lernst du es zwar, aber wirklich lernen du es nachher erst im Leben raus. Und so ist es beim Studium, glaube ich, auch. Und darum habe ich auch das Gefühl, zum Beispiel jetzt du bei deinem Studium oder auch ich bei meinem Studium, habe halt können dem Lehrer sagen, ja, aber ich habe jetzt das Musikvideo gehabt, und der Kunde will das und das. Und dann kann mir der Lehrer sagen, ja, Tag musst du so und so. Und ja, manchmal ist das ein Scheiß. Wie zum Beispiel mit dem Mischlicht. Also, ich hatte mal einen Drehort, wo richtig scheisses Licht ausgesehen hat. Und dann bin ich dann irgendwann zum Dozent und der hat mir ganz schnell können sagen, hey, du hast da verschiedene Farben vom Licht, also warm und kalt. Und das geht einfach nicht gut auf. Er als Profi würde sagen, mach es gar nicht erst. Oder sag ihnen, sie müssen etwas abschalten. Und wenn ich das aber nicht neben der Schule ja gemacht hätte, wäre es gar nicht zu dieser Frage gekommen. Also das empfehle ich jedem. Wenn du etwas machst oder so, mach etwas, das dich wirklich interessiert, sodass du auch nebenbei noch dran hockst. Weil nur dann wirst du auch gut in dem. Sonst, du machst nur das Mindeste. Oder ich bin zumindest so gewesen. Ich habe immer das Mindeste gemacht. Und dann hat es gelangt, weißt du? Also immer so bis zum letzten Drücker. Und ich bin immer durchgekommen in meinem Leben so. Und erst im Studium musste ich merken, shit, da komme ich so nicht mehr durch. Und plötzlich musste ich ein halbes Jahr vor Abschluss vor Arbeit anfangen zu schreiben, weißt du? Und ja, zum Glück habe ich es gemacht, aber... Und ist zum Glück dann auch gut rausgekommen? Ja, ja wirklich, weil
Eben. Also ich finde es krass, so Schule, Studium, das. Du musst dich wirklich interessieren, sonst lässt es gescheiter bleiben, machst irgendetwas anderes. Also... Was jetzt bei mir, aber ich bin ja noch nicht ganz fertig. Ja. Ich bin im 5. von 8 Semestern, insgesamt also 4 Jahre. Verpflichtung für 4 Jahre eingegangen. So. Gut die Hälfte. Ja, schon ein bisschen mehr Ja, als die voll. Hälfte. Jetzt also nächste Woche habe ich das 5. fertig Ja. und dann nachher Ah, komme ich okay. ins 6. Semester, genau. Aber was mich ein bisschen... Also auf eine Art ist es gut für Menschen, die halt noch nicht so genau wissen, wo ihr Weg später mal angeht. Darum, das Studium das ist recht breit gefächert. Also du hast von Buchhaltung über Führung, wie du mit Menschen kommunizieren, wie du die richtig führen, über Strategie, über Marketing, über weiss nicht was. Du hast so ziemlich alles in diesem Studium und nicht wenig. Also praktisch in jedem Fach haben wir Bücher bekommen, ein paar 100 Seiten und du hast dich jedes Mal auf jede Vorlesung musst dich vorbereiten, weil der Dozent der steigt einfach ein und Ja. du musst es dann eigentlich checken. Du musst schon vorgearbeitet haben. Und wie gesagt, für die Leute, die noch nicht so genau wissen, was für ein Wissen brauche ich später mal in meinem Leben, kann das gut sein. Jetzt aber in unserem Fall, wir haben uns schon ein bisschen unseren Sandkasten im Garten, so ein bisschen die Hölzchen rundherum sind mal platziert und so. voll. Und der erste Sack voll Sand ist mal reingeleert und so. Wir wissen eigentlich schon ziemlich, in welche Richtung dass wir später mal werden gehen. Und darum ist es für mich auch doch etwa ein bisschen schwierig gewesen, weil ich einfach gewusst habe, okay, Buchhaltung, jetzt müssen wir Konzernrechnung machen. Handelsbilanz 1, Handelsbilanz 2. Du musst Intercompany Transactions musst du aus deinen mehreren Büchern musst du ausrechnen und so. Und dann ist dort der kleine Nils und sagt sich, hey, ich will einfach mit Eigengraben geilen Scheiß machen. Und das interessiert mich gar nicht. Sehr wahrscheinlich werden wir niemals an dem Punkt ankommen, wo wir Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft, links, rechts, im Ausland, Inland und so haben. Und wenn wir so weit sind, dann sind nicht wir das, die das machen. Ja, genau. Dann das haben wir voll. Leute, Stimmt, die das für uns machen. So. Aber den Punkt kann ich 100% nachvollziehen. Ich glaube, das gibt es in vielen Studium. Weil meins war auch breit gefächert. Dort ist auch in jede Richtung. Und ich habe auch immer gewusst, ich will eigentlich keinen Kinofilm produzieren. Also ich möchte nicht ein Kameramann werden, der dann in dem ganzen Ding rein von Produzenten, Produzentin, Kostüm, Regie, alles hast. Ich kann nicht in so einem Bubble rein, sondern ich möchte das Ganze selber machen. Natürlich dann auch kein Film. Also du hast dann kein Audio zum Beispiel. Also ich bin mega auf Musikvideos, Schnittvideos und YouTube-artige Videos. Habe ich schon immer gesagt, weiss ich, dass mich das interessiert. Und wo es dann im Unterricht darum gegangen ist, Filmgeschichte zu lernen und halt all die expliziten Filme, die das und das haben, wenn es nicht unbedingt um Kameraarbeit gegangen ist, irgendwie um Storytelling oder so, dann ist es für mich auch irgendwann schleppend geworden. Weil ich nicht wissen, dass jetzt der First Assistant am Set eigentlich über dem Regisseur steht und der hat das und das zu tun und der andere hat das und das zu tun und so viel. Also so viele Sachen und bei einem Film kann halt 100'000 Sachen falsch gehen. Das heisst, du musst im Vorhinein schon wissen, was kann alles falsch gehen und das ist so viel. Da habe ich eine sehr gute Doku-Empfehlung. Sehr gute. La Mancha heisst es. La Mancha irgendetwas. Und auf Deutsch ist der Titel irgendwie was bei einem Filmdreh alles schiefgehen kann oder so. Also, dann muss man auf YouTube muss man das suchen. Ich hoffe, man findet den, aber ich glaube, man findet den auf YouTube. Und dort, das ist wirklich, die haben einen Film drehen, mit dem Johnny Depp sogar, ist dort auch drin. Und das war ein jahrelanger Prozess gewesen. Die haben angefangen, ein normales Drehbuch, immer so weiter und so. Und das Drehbuch gibt es eben schon 3 oder 4 Mal. Und 2 Mal haben die Filmdrehs nicht funktioniert. Also in den Sand gesetzt. Und einer hat sich das dann wieder angenommen und es wieder in den Sand gesetzt. Und am Ende hat es eben nur den Film gegeben, darüber, wie alles kann falsch laufen in einer Filmproduktion. Also sie haben nachher eigentlich aus dem Behind the Scenes den Hauptfilm gemacht.
Spannend. Und so haben sie es noch gerettet, die sind völlig in den Arsch gegangen. Anders verpackt, die sind völlig in den Arsch gegangen. Den Film hast du nie können drehen. Und das ist krass, das sind Spanien, haben sie gedreht in der Wüste. Und das sind alle in dieser Wüste gsi, wo es in 500 Tagen im Jahr einmal schiffen. Und dann hat es an diesen 2 ersten Tagen von denen, haben sie kaum in der Wüste alles aufgestellt. In der Wüste kannst du dir vorstellen, Equipment, was da alles rumsteht. Das sind Lichter, Technik, das ist so viel. Und dann hat es in Sintfluten nur noch Pech und es hat alles weggeschwemmt. Videoaufnahmen, wie also die Kamerazüge und alles unter Blachen drin und dann die ganzen Blachen wegschwimmt. Hey, und die in dieser Wüste aussen, weißt du, und alles schief gegangen, schief. Und das Krasse war halt, die haben dann das in der Wüste dort wieder angefangen zu trocknen, immer noch weiter dran geglaubt, komm, ich drehe zuerst das und das, bis zum Schluss dann wirklich müssen sagen, es wird nichts, oder? Und das ist halt ganz eine andere Filmwelt. Das ist dann die Filmwelt, wirklich, da hast du 100 Leute, weißt? Das ist x Leute, die jede ihre eigene Aufgabe haben und das wäre jetzt nicht meine Welt. Aber bei so Sachen war es dann lustig oder spannend, was kann falsch laufen kann. Aber dort, gerade bei diesen Themen, bis auf jetzt den Film, wird es happig. Also ist es happig, vor allem dann, wenn es um Protenten Recht und ein Film, und das muss man sich bewusst sein, wenn wir schauen alle Filme nur im Fernsehen, wenn ein Film fertig produziert ist der Film noch lange nicht fertig. Dann gibt es Werbung, dann gibt es alle möglichen Shit, dann musst du als Produzent, du brauchst World Sales nennt man das. Also zum Beispiel Universal hat das auch. Das sind dann Kontakte, die deine Filme in die ganzen Kinos bringen. Dann musst du das übersetzen. Du hast jenste Sachen. Du musst, wenn du Lieder benutzt, so viel Recht und Zeug und alles. Und dort habe ich dann auch irgendwann abgehängt. Aber trotzdem 1-2 Sachen zu geben, die wir dann wieder verwenden können. Also ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man dann doch zulässt. Aber dann ist es happig. Und ich glaube eben, die Leute, die bei mir abgebrochen haben oder aufgehört haben, meistens war das, weil er so eine Phase zu lange angehabt hat. Mhm. Weil zu lange kein Thema kam, das überhaupt irgendwie dich trifft. Und dann ist das Studium Katastrophe. Also da wird es wirklich schwer zu studieren. Das war auch bei mir ein bisschen der Fall. Meine Klasse hat etwa mit 30 haben wir gestartet. Mm. Wir sind jetzt etwa noch 22 oder 23. Okay. Und auch in den ersten paar Monaten hat es einfach mal 5 gegeben, die einfach gemerkt haben, hey, ist nicht das Richtige. Verstehe ich auch, weil es ist schwierig, direkt nach der Ausbildung. Du hast vielleicht BM2, Berufsmatur irgendwie noch nachgeholt. Und BWL ist einfach so in unserer Gesellschaft so das Normalste, was du nach dem KV machst. Ja okay. Das ist einfach so. Es ist, wenn du nicht weißt, was machst du das. Genau, ja. Genau, so BWL halt. Ja, genau. Von dort kommen wahrscheinlich dann auch die Sprüche über BWL. Ja. Sehr, sehr wahrscheinlich, ja. Und darum auch mal 5, 6 einfach weggegangen. Und dann im ersten Jahr bei uns hat es eben so ein Assessment-Jahr gegeben, sagt man dem. Und du musst im Assessment-Jahr kannst nicht wiederholen. Also du musst überall, in jedem Fach, in jedem Modul, musst du Minimum mit einem 4 abschliessen. Und das tönt jetzt einfacher, als es ist, wenn du jetzt einfach überhaupt kein Mathe-Genie bist. Ja. Wenn Differentialrechnungen zum Beispiel nicht, wenn dir Differentialrechnungen nicht liegen, dann gehst du einfach wegen dem raus. Ja, nein, scheiße. Das ist halt eben auch, für was brauchst du Differentialrechnungen? Das brauchst in deinem Leben vielleicht 5 Mal. Aber ich glaube im Fall, das ist die Norm bei Studiums, oder? Weil das war sogar bei mir so. Wir hatten ein ganz anderes Notensystem von England, aber auch bei uns war es so, wenn du unter dem 4 warst, hast du nochmal die Arbeit wiederholen, das Modul, das ist so ein Modul aufteilt, darfst du nochmal wiederholen. Wenn du es dann nicht bestehst, hast du noch eine Chance. Wenn das nicht richtig ist, dann bist du draussen. Dann ist es vorbei. Bei uns im ersten Jahr, du hast es gar nicht wiederholen. Ja. Du musst genügend sein und sonst bist du einfach gerade rausgefahren. Ja, weißt du, bei uns schon, die Schule braucht auch noch Schüler. Sonst geht es leer aus am Ende des Monats. Also, bei uns hast du auch gut reden mit den Leuten. Und eben, es geht ja dort um den Willen. Und manchmal passiert etwas, also ich habe auch einmal eine Arbeit nachholen, wo nachher auch dank dem Nils, mit dem Nils, eigentlich meine beste Arbeit war, schriftliche Arbeit im Studium. Und die musste ich auch nachholen, weil ich sie beim ersten Mal mit dem ganzen Stress und alles, ich habe es verkackt, ich habe es nicht geschafft. Und dann haben wir halt gesagt, gut, wir machen eine zweite Einreichung. Und dann habe ich das aber selber, neben dem normalen Stoff und neben der Abschlussarbeit, also im Film, habe ich diese Arbeit auch noch machen. Und dort greift es dann halt, wenn du selber nicht schaust,
dann läuft es einfach ins Sand aus und heisst nachher, ja, du hast das Studium nicht bestanden, du hast das nicht gemacht. Shit happens. Shit happens, ja, dann ist es einfach vorbei. Und dort habe ich dann auch müssen, nochmal dahinter. Aber von dem her war es gut, habe ich es wiederholen, weil das wäre einfach scheiße gewesen. Ich hätte nur wegen so einem Kack-Fachartikel hätte ich dann einfach das Studium nicht gehabt und eben auch nur, weil ich die Zeit nicht hatte oder gerade Dinge, also ja. Darum, das ist schon gut, dass du noch wiederholen kannst. Finde ich jetzt hard, eben bei euch ist natürlich noch mal ein anderer Anspruch. Der Anspruch existiert vor allem einfach aus dem Grund, es gibt jährlich, ich weiss jetzt die genaue Zahl nicht, aber x Tausende von Schweizerinnen und Schweizer, die einfach mit dem Diplom danach rauslaufen. Und das Problem ist halt, wenn, ich sage jetzt einfach, 2000 Menschen jedes Jahr frisch mit dem Bachelor so rauskommen, dann musst du das auch gewissermaßen ein bisschen hoch ansetzen, dass das einfach nicht jeder auch überkommt. Ja, sonst ist es nicht mehr wert. Ist nicht mehr wert? Ja, das ist so. Du musst, also das ist auch, ich denke, darum hat es bei meiner Schule auch das gegeben, dass es auch, aber der Punkt ist vorbei, egal was du machst. Das ist einfach gewesen. Ja. Aber was wir, glaube ich, beide so ein bisschen aus dem Studium, aber ich bin noch dran, aber das Takeaway kann ich auch jetzt schon ziehen. Es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Oh ja. Und du kannst 1000 Bücher, eine ganze Bibliothek im Kopf haben, aber wenn du es nicht machst, wenn du nicht umsetzt, wenn du einfach nicht loslässt, dann bleibst du trotzdem am gleichen Punkt stehen. Vor allem, was bei dem reinkommt, ich habe das Gefühl, die Leute haben oft das Gefühl, sie müssen zuerst wissen und dann machen. Weil einem das immer beigebracht wird, überleg zuerst und dann mach. Aber in so vielen Sachen im Leben, der erste Gedanke hast du schon gemacht, jetzt musst du machen. Dann kommen die neuen Gedanken, dann kommen die Verbesserungen. Das sind wie wir jetzt mit unseren YouTube-Videos oder etwas. Du machst etwas, weil du schon immer das willst machen, du machst es, dann merkst du, Scheiße, ist nicht so, wie ich will. Aber dann kannst du anfangen, etwas zu ändern. Wenn du es gar nicht machst und schon von Anfang an versuchst, den perfekten Plan zu haben, dann fängst du gar nicht erst an und wirst nie etwas anbringen. Also, das ist ja bei uns auch nicht anders gewesen. So, der André und ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und im Jahr 2018 hat es so eine mystische Begegnung, einen mystischen Abend gegeben, wo ich den André und nochmal einen Kollegen zu mir heim eingeladen habe. Und an diesem Abend habe ich das erste Mal die Idee, die Vision von Eigengrau erzählt. Und ich war dort selber noch in der Lehre, oder nein, am Arbeiten gsi, halt bei Vögelhaus, einfach so als Hobby haben wir ja, ihr habt schon Film gemacht, ich habe so Logos und sonst Sachen gemacht. Und an diesem Abend habe ich euch von der Idee Eigengrau erzählt. Das vergesse ich nie mehr. Das war auch cool. Sie haben keine Ahnung gehabt. Und wir haben nicht mal gewusst, um was es geht. Ja, ihr habt gar keinen Plan Zero, wirklich. Und ich habe im Hintergrund schon eine Domain gekauft. Ich habe schon Webseiten gemacht. Ich habe, glaube ich, schon Fotos von euch irgendwie aus dem Insta rausgenommen. Und alles schon ein bisschen strukturiert und mit Icons und die richtigen Farben und alles. Und danach sind sie zwei zu mir heimgekommen. Hey Jungs, und ich habe sie gefragt, hey Jungs, sind ihr dabei? Let's go. Ja, Mann. Und in dem Moment, wir sind uns ja selber nicht bewusst gewesen, in was dass wir uns da reinstürzen. Nein, wir haben keinen Plan gehabt. Dass wir da uns jemals mit Datenschutz auf der Webseite oder Urheberrecht oder weiss auch nicht was beschäftigen. Wir haben einfach mal gemacht. Ja. Weil die Sachen kommen von alleine. Ja. Probleme kommen von alleine. Es ist so. Und wir sind in einem Land wirklich, wo, wenn du etwas falsch machst, klar, wenn du jetzt nicht gerade 1 Million Steuern hinterziehst, dann passiert dir auch nicht viel. Du kannst relativ viel falsch machen. Du musst aufpassen, was du rauslässt. Ja, in der kleinen, ich sage jetzt mal, oder du kannst viel probieren, ohne dass du gerade irgendwie einen mega Scheiß machst. Also seine eigene Webseite zusammen basteln und mal sagen, komm, wir fangen mal an und dann mal für ein paar 100 Franken etwas machen. Das kann jeder. Da musst du nicht anmelden, da musst du nicht Ding. Es ist einfach okay. Also, das ist ja eine super eigene Ausgangslage, um das einfach mal zu probieren. Und dann merkst du hure schnell, hey, jetzt bin ich für 300 Franken 3 Tage dort rumgesäckelt, habe noch irgendwie 10 Tage die Heime geschnitten, das geht nicht auf. Plus,
der Kunde hat dann das und das und er ist nicht zufrieden und er zahlt nicht. Genau. Und dann kommt dann so das Rechtliche. Ja. Okay, fangen wir von vorne an. Haben wir eine Offerte gemacht? Nein. Ja, haben wir müssen eine es Rechnung planen. gemacht? Nein, fuck, okay, das nächste Mal anders. Wir brauchen AGBs. Wie macht man AGBs? Scheiße, wir brauchen ein Bankkonto. Wo macht man ein Bankkonto? Wie tut man das mit den Unterschriften regeln? Scheiße, jetzt ein langsam Handelsregister rein. Und da kommen so viel, aber auch mit dem Machen kommen so viele Sachen. Und ich meine, und das ist ja das Krasse, erst wenn du es machst, kommst du auch erst auf die Dinge. Du wirst vorher nicht auf die Idee kommen, außer einen tut es auf dem Silbertablett servieren. Du kommst nicht auf die Idee, du musst es einfach mal anfangen und aufbauen und machen. Und das ist halt, das ist glaube ich mal vom... ist noch lustig, dass man das jetzt gerade so in den Sinn kommt, aber das ist vom Pitbull, Miss Worldwide. Ja, sicher. Pitbull, ja. Der hat mal auch so Motivation-Satz, einen schlauen rausgelassen. Mhm. Und der ist mir wirklich geblieben. Und zwar, er hat gesagt, als Kind, wenn du lernst laufen, dann fliegst du immer auf die Nase. Ja. Und wenn die Mami, der Papi, die Grosseltern so rundherum hocken, stehen, dann sagen sie, hey komm, nochmal, steh nochmal auf, mach nochmal, probier nochmal, flieg nochmal auf die Nase. Ja. Und als Kind, was muss das für ein Ansporn sein, quasi so, dass so wollen zu erfüllen. Und es ist vor allem keine Schande auf die Nase fliegen, sondern es ist normal auf die Nase fliegen. Und der Pitbull hat eben gesagt, sobald du erwachsen bist oder wirst, ab 18 oder wie viel, dann musst du dich innerhalb der Schranken bewegen. Du brauchst einen fixen Job, ein fixes Einkommen, du brauchst einfach einen fixen Rahmen. Und wenn du dann auf die Nase fliegst, dann steht niemand mehr um dich rundherum und sagt, hey, gut gemacht, probier es nochmal. Du musst der sein dann. Mhm. Du musst der sein, der weiss, hey, ich habe es probiert, das hat nicht funktioniert und darum kann ich es jetzt besser machen. Das ist das einzige Learning. Also, das ist ein guter Vergleich mit dem Kind, das auf die Nase geht, weil, eben, sind wir ehrlich, wir sind alle auf die Nase gefallen. Und wenn wir das Sinnbild gerade nochmal nehmen, wenn du in dem Moment, wo du das erste Mal laufst, auf die Nase gehst und dann lernst du, ich kann nicht laufen, also bleibe ich sitzen, dann hast du verkackt. Also steh nochmal auf und probier es nochmal. Weil du weißt, es ist möglich zu laufen. Du hast 2 gesunde Beine. Es ist möglich. Du kannst es vielleicht noch nicht, aber es ist möglich. Und die wachsen noch, die werden noch stärker. Die werden viel stärker. Und das ist genauso bei der Firma und bei allem. Beim Aufbauen, auch wenn es nur selber Musik machen ist, da habe ich ein bisschen den Fluch. Ich weiss nicht, ob ihr es kennt, ich mache auch Musik nebendran und halt wirklich nebendran. Und ich habe so viele fertige Songs, die jetzt mittlerweile auch älter geworden sind und auch schon lange mir nicht mehr gefallen, weil ich immer ich will immer besser sein. Ich höre den Fehler und möchte dann das nochmal verbessern und nochmal dingseln. Nur, das ist eben eine never-ending Story. Also musst du irgendwann den Punkt haben, wo du dich ins Wasser rührst, auch wenn du weißt, du bist nicht perfekt. Weil erstens ist keiner perfekt und zweitens musst du es auch gar nicht sein. Es kommen nachher Leute, die werden sehen, der ist noch unsicher, ich drücke dort in die Wunden rein. Es werden aber genau auch Leute kommen, die sehen, der ist noch unsicher, aber der probiert es und sagen, hey, mach weiter. Und das ist ja so ein bisschen das Ding. Am Ende des Tages ist es die anderen Leute mit dieser Entscheidung, die machen was sie wollen. Die einen haben das Gefühl, du machst voll das gut, oder die anderen haben das Gefühl, du machst das Scheiße. Das ist ihre Sache. Wichtig ist, dass du weißt, du machst es gut oder du probierst es gut zu machen. Mehr kannst du gar nicht. Und das Selbstvertrauen ist da, glaube ich, das richtige Wort, oder? Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, das ist auch nicht von allein gegeben. Das muss man sich auch ein bisschen wie beibringen. Du wachst in diese Position rein. Ich würde vor allem sagen, es ist Selbstvertrauen und halt auch das Urvertrauen, das man hat in die Welt, dass es funktionieren darf. Also, wenn ich mit dem Auto auf die Straße gehe und einfach davon ausgehe, irgendwann bin ich einer, der überkarrt oder der einen Unfall baut und stirbt, keine Ahnung, dann gehe ich nicht mehr auf die Straße, mache mir mein Leben kaputt. Und das ist eigentlich genau das, ist es ein bisschen. Du musst gehen und dann passiert vielleicht etwas, aber du darfst nicht nur als Negatives denken, weil sonst wirst du in den nächsten Baum hineinfahren. Also, ja, ich glaube, wir kommen da jetzt schon ein bisschen in den mentalen Ding vom Mindset und so. Und das ist eigentlich auch gar nicht unbedingt das Ziel. Aber das Mindset
wenn wir das so betiteln. Jetzt müssen wir heutzutage. so Ja. Meditation Genau, im genau. Hintergrund. So. Jetzt müssen wir immer alle eure Mitte finden. Nein, das... Also, Manifestieren. Genau. Manifestieren. Nein, ihr müsst... es ist natürlich wichtig, dass jeder im Reinen ist mit sich selber, um das auch nochmal relativieren. Aber gerade so Sachen, wenn man immer nur das macht, was sich richtig anfühlt, was sich gut anfühlt, ohne sich selber auch mal ein bisschen in das kalte Wasser zu werfen, sich auch mal zu sagen, jetzt mache ich dort halt mal auch einen Fehler. Ich mache aber auch nicht alles falsch. Hure wichtig. Hure wichtig. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, also, ich denke, die meisten Leute wissen das auch in sich rein. Also, Auch wenn es irgendwo ganz versteckt ist. ja, ich glaube, die meisten, die wissen schon, sie sind die eigenen Glückesschmied, oder wie das heisst. Und wenn dann das Leben scheiße läuft, klar, man regt sich immer über andere auf und die anderen sind schuld, das ist immer das Beste, was du machen kannst, die anderen schuldig. Und plötzlich ich glaube aber trotzdem, plötzlich merkt die sich innen, immer irgendwann merkst du das, dass du auch etwas falsch gemacht hast oder dass dort etwas ganz falsch gelaufen ist, halt weil du zum Beispiel eben dich zurückgehalten hast, weil du nicht hast gedacht, ich mache etwas falsch. Und am Schluss machst du nur mehr Probleme. Also, ja. Problem gibt es schon genug auf dieser Welt. Probleme gibt es schon genug auf dieser Welt. Ja, ich glaube auch, ich weiß es gar nicht, wenn wir jetzt gerade so bei Problemen sind. Ich glaube, die Zeit läuft uns langsam Ja, davon. die Zeit läuft uns langsam davon, weil, apropos Problem, wir haben aber noch Besuch und das, aber es war eigentlich noch ein schönes Gespräch gewesen, so mit dem... Ja, Mit ist der motivierend Motivation. gewesen, ja. Voll. Ja, und es ist da- etwas, was jeder braucht. Also, wo jeder in sich hat. Wo jeder braucht. Und das letzte Mal bin ich dran gewesen. Stimmt. Jetzt musst du die motivierendste Speech von deinem Leben noch schnell da in das Mikrofon rein droppen. Okay, jetzt ganz kreativ sein. Ja, dann würde ich sagen, als abschließendes Wort, wenn du Angst hast vor etwas, dann behalt deine Angst, aber mach es trotzdem mal. Und wenn du wirklich weißt, es ist ein Scheiß, dann lass auch besser sein. Aber vertrau ein bisschen auf dich selber und glaub an dich. Weil wenn du nicht an dich glaubst, dann macht es am Ende des Tages niemand.